brengen wordt einfach, Herr Jesus, ich bete einfach, dass du am Brücke kommst als ein Instrument, sodass dieser ganze Weg du am die Brücke hast und dass du am von dir nach Brücke kommst und dass wir keine Nachteile verändert worden und noch wieder nur die kommen und die wieder channeln dir. In die Namen Jesus, Amen. Ich hoffe, die grillen je niet hadden, dat Albert zich gegrillt hat. Da war ich lange, weil Albert seinen Kopf kreist, ein Blänger aus mir. Der Model sah mit Schwung Charme, dass er bett fertig ist. Ich habe was heute gemerkt. Aber das sagt man am Helden jetzt völker ist, dass en Eduard redet viel, weet je al een beetje van. Dus du merkst die Reue, den leerst und lest die Bibel und glaubst, was Wunder wird sein. Dann bist du bei den Zweiten beten, der Herr jetzt sagt dir was anderes. Nein, was das ist nicht. Hab meistens nicht gehabt, was ich Reue gemerkt habe. Aber ich will sagen, was ihr wollt. Als Kate ja Testimonial vertalt, das ist, während ihr das vertalt, ich folge mir das, wenn ich um hastig ganz trägt, du wirst ich mein erste Treffen mit dem Helden jetzt hat. Und das fängt in mir an zu brennen, ich will du Mess vom Stell rauf. Und dort jede Säune, du hast eine Untion, eine Salbung auf Kate Buhr, was er auch lang nicht so dort die Säune hat. Und wie wollen von der für das beten? Ich will ein bisschen reden, aber dann will ich, du nur, weil ich, okay, das ist nicht wahr heran. Ich will eine faire Röpel. Ja, noch einmal Mess vor dir hast, dann komm, ich fliege auch nicht, was immer. Aber, wer von Ihnen will das so sehr erleben, als was Kate mit dem Helden jetzt erlebt hat? Ich will das erleben. Nee, so eine Sache, wie kann ich nicht lernen? Wie kann ich nicht erklären? Wie kann ich, wie du fährst? Da kann bis der Helden jetzt lernen. Ein Mensch, der fast ist für Jahre und Jahre, was Visios hat, was fast gesagt ist und sagt und jeder, was der Find und am hat, da kann kein Mensch etwas lernen, du mit der Friedrich. Der einzige Person, die das lernen kann, ist der Heilige Geist. Das sind lernen, wie soll ich predigen, das sind lernen, wie soll ich reden, das sind lernen, wie Leute reden, das sind lernen, wie lange ich für die beten will. Der einzige Person, die das lernen kann, ist der Heilige Geist. Und wir als Menschen, wir sind sehr gesehen worden durch den Heiligen Geist. Das sind größer sein. Ich glaube, manchmal wir vergessen, was von wunderbares Geschenk Gott uns gegeben hat von Apostelgeschichte 2. Es ist, wir lesen dort und wir sagen, ja, ich hier beim Heiligen Geist. Der hat wunderbare Sachen getan im Neuen Testament. Der braucht der Apostel, der braucht die Jünger, der braucht Paulus, der braucht all diese Männer. Wir lesen die Geschichte. Aber wir vergessen, dass der selbst Heilige Geist, was Jesus vom Dörrchen abweicht, der lebt in uns. Das wir nicht bis für Petrus, das wir nicht bis für Johannes, das wir nicht bis für Paulus. Das ist für uns alle gekommen. Das beste Geschenk, was wir im Leben kriegen können, ist der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist, also das ist der Schiller des Weges, ohne den Heiligen Geist, Paulus jetzt so weit in Römer 8, wir sind nicht mal gerat. Wenn du nicht dem Heiligen Geist hast und dem Heiligen Geist gefällt bist und der Taufe vom Heiligen Geist hast, das Kreuz geht aus, wenn du nicht mal gerat bist. Und wir wollen von der für beten. Ich wollte selbst, ich wollte sagen, wo wir vielleicht lernen wollen. Aber ein kann ich Ihnen versprechen. Da was Kate vertalt, das Testimonium, was so vertalt, das selbst kann in Ihrem Leben passieren. Wo du glaubst, du hast schon eine Hoffnung in meinem Leben. Wo du glaubst, ich sehe fast, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, mit wem ich reden soll. Ich weiß nicht mal, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, was ich lernen soll mit meiner Arbeit. Ich schaue, das scheint so an, ich ran und ran. Ich sehe, das ist so weit, das ist ab dem, wie sagt der Ranmaschine. Ich weiß nicht, wie ich kann, aber das ist eine Stelle, wo du Buh ranst, und du kommst aber noch nicht hin. Dass du rannst und du staust halt Busi an, du rannst Dollar an, du warst meiden. Und dann mal, ich schaust, du bist noch reinkreis durch, wo du lässt rannst. Das, was wir als Menschen prüfen unter dem Heiligen Geist. Wir rennen. Wir schaufeln. Wir kommen nicht heute, wir lernen vor dem Campen. Wir lernen torchen, und du nur das nicht gegen Schuld von Hukum, und dann das Jan, du rannst. Man einmal hast du schickst du ab und du sitzt, du stehst und habt der Ring und selbst steht.
En mijn leven weer krijgt hetzelfde. Ik randen. Ik dacht mir, ik kom verder weg. En mijn leven dat fang aan verder weg te gaan op. En er staat verder weg, dat schijnt zo aan, ik ran beide weg. En ik kom nog niet aan. Word niet vrij en dan wordt es vast aan. Zolang het dat stond. En ik dacht, du wirst schon niet weg van mij. Du wirst schon een hoop niet. Du wirst niks. Ik kom zo weit, dat ik een oven in mijn stoel zat. En ik hoor de stem van Satan. Ik bid dat niemals iets meer van je deze stem hier wordt. Niemals. En ik hoor dem zijn stem, dus wenn je woord te mij reden, die zegt, du bist niks. Du hast dat te niks gebracht. Du wirst dat niemals te wat brengen. Du bist het zwarte schroep van deine familie. Met die jaffet niks, check dein leven mal aan. Du besitzt jeder oven, wenn du weißt nicht wohin. Du bist jeder oven mal zu drugs broken, wenn du weißt nicht wohin. En dan fangen we dan te reden. Zo lang, maar ik dacht, ik zie niks en ik zie geen iemand verschwinden van deze wereld. Ik heb nog niemals in mijn leven was zelfs maar gedacht. Niemals. En maar hastig, wart ik aan. Ik zie zit op unje. Dus ik geen unje schrijft, als ik leef en als ik sterf. En während ik in mijn stoel hug, dan ganz vol angst weer. En maar hastig hier een andere stem. En ik bid deze stem voor je hier. Zo klaar als mijn stem, daar ik een speaker uitkomt, dat je die stem kan horen. En deze stem zegt, ik love die. Ik love die, Verian. Ik heb plannen voor je leven. En ik sluip du op, steed aan. Ik wacht netjes morgens op en ik wist, ik moest met mijn leven doen. Dat ging niet meer als dat weer. Ik voelde mijn pastoor en ik vertel hem alles en ik begeer me met hem. En du wirst nog eine Sache, wat mij fehlt. Ik heb niemals de Taufe vom Heiligen Geist geschreven. Wie begeert mij dat is Paulus, wenn er de eine Darb du fort, in Apostelgeschichte 17, 19, dankeschön. Apostelgeschichte 19, der fragt dann, sei je getauft worden am Heiligen Geist? Der sagt, no, wie wollt ihr wer der Heilige Geist ist? Wir sind mal getauft worden von Johannes in der Taufe. Und Paulus sagt, okay, die Mutter getauft worden mit dem Heiligen Geist und er legt seine Hände ab dann und die worden getauft und gefällt mit dem Heiligen Geist und der Leben verändert sich. Dus wie Brücke en Brücke, die Taufe, die Fällung vom Heiligen Geist, du hast schon warum. Und glaubt mir, als du an glaubst oder nicht, als du an die Worte vom Heiligen Geist glaubst oder nicht, ich will mir von dir nicht mit dir überstreiten, aber glaub mir, du passt dir Geschenk, was Jesus uns gegeben hat, als der Heilige Geist, du hast noch später im Leben, was du schreien kannst. Das ist das beste Geschenk. Im Gordon, in 1. Mose 1, die wir alle haben, die Menschen, die mit Gott haben im Gordon, die gehen, wo Gott ist, wie du, die hier Gott seine stirbt, die sagen Gott. Aber da haben sie eine Entscheidung, wie seht ihr, wie wollen das nicht? Wie alle haben diese Entscheidung getroffen, wie sagen Gott, ich brauche dich, ich wollte mich selbst. Und wenn wir lesen, du sind 2 Bäume, wat Gott in de met Gott haben plan. Und das ist der Baum, von dem wir einmal reden, der Weite von der Schlechte von der Kälte. Und das ist noch ein Baum. Der Baum von Leben. So viel kann ich nur gedacht, was ist das von Baum? Warum hast du noch ein Baum und du wolltest wenig von ihr reden? Wenn ihr wieder bei 1. Mose 3, Gott sagt, aus der gesündigt hat, die Mutter dem Gott redet, wenn er von dem Baum vom Leben redet, die Worte ist einzahlen. Und die Worte für Ewigkeit, mit das Leben macht, das schlachtet ja. Gott will nicht da über die Menschen. Das ist nicht, dass Gott da wie in den Rückscheid. Das sagt, ich will nicht, dass ich für immer und immer mit dem schlechten Leben. Und der scheint der in Rüd. Dann denke ich mir so, wo ist der Baum nicht hingegangen? Wo ist der Baum von Leben? Dann lesen wir Offenbarung 2. Du sagst, Jesus, der erste heute, das ist der einzige Wort, was Jesus in der Bibel geschrieben hat. Und er sagt, der erste heute, Ephesus, die haben alles Geld gemacht. Die haben so viel gute Sachen und die haben geschafft. Die haben teilgehört, die haben diese Sachen und die haben eine Sache, was die nicht tun, die haben die erste Leute verloren. Und wir lesen wieder und er sagt, komm, dreh in die erste Leute. Komm, dreh du Hand. Und die Worte von dem Baum von Leben eten. Durch haben die Baum war für dich. Und ich bete jetzt, Gott, was ist das von Baum?
Und Gott weist mir, das Baum ist Jesus. Das Baum ist Jesus. Der Baum, was du gerade wie in 1. Mose, das ist Jesus. Das ist Jesus. Oh, er ist für uns gestorben. Ich habe von diesem Baum, von dieser Frucht eten. Und wir können für einmal mit Gott sein. Und ich habe uns das wunderbare Geschenk. Ich sage, check mal, ich kann von diesem Baum eten, ich kann von dieser Frucht eten. Und sage ich, dem einzigen Weg, wie du keine Dörner hast, ist dem Heiligen Geist. Du kannst Jesus nicht erfahren ohne dem Heiligen Geist. Du kannst Gott im Vater nicht erfahren ohne dem Heiligen Geist. Du kannst lesen die Bibel 3, 4, 5 Mal durch, Beikwei, über Kopfstunde, Schluppe, Guarani, Spanisch, Englisch, Zunge, was immer du weißt. Alles, du kannst die ganz durchlesen, ohne dem Heiligen Geist, erst dort bis nach ein Buch. Und du liest Geschichte, nur Geschichte, nur Geschichte, und das verändert dich nicht. Und du fragst dich, warum verändert mich das nicht? Wenn du brauchst dem Heiligen Geist. Ohne dem Heiligen Geist sehr viel nicht. Und das geht so weit dort an. Ich habe geprüft und ich habe versucht, hier reinzukommen. Ich prüfe frei zu werden von dem, das schafft alle nicht. Ich habe alles geprüft auf dieser Welt. Der einzige Weg, was ich fangen, ist der Heilige Geist. Und das ist selbst der Heilige Geist, was Kate frei gemerkt hat. Das ist selbst der Heilige Geist, was die von dir will abfallen. Das ist selbst der Heilige Geist, was Jesus vom Döden abweicht, der will die von dir vom Döden abweichen. Ezekiel 37 redet von der Tod von Döden Knirkes. Und Ezekiel geht und sagt, Gott, was der hier? Gott sagt ihm, red, lebe über die Knirkes. Ezekiel fängt an, lebe über die Knirkes. Und dort steht, die Knirkes fangen an zu knacken. Da steht die Pferde aus dem Toll mit Tausenden Menschen Knirkes. Und mal hastig fängt an zu knacken. Ich will weiter an, irgendwie grüßen. Die fangen an zu schätzen, und die Knirkes, die fangen an abzustunden. Und er sieht, wie die Sehnen und wie die Muskeln am Körper nachkommen. Und dann sagt Gott, bet Leben in ihren Namen. Und die Worte Leben. Ezekiel fängt an zu reden über die, und die fängt an Leben zu sprechen. Und diese deutsche Knirkes, die da kein Leben hatten, wir für Jahre und Jahre dort, die fangen an abzustunden, die fangen an Muskeln und Sehnen zu haben, die fangen an zu atmen, die leben. Das ist, was der Heilige Geist in dein Leben tun will. Du hast Knirkes in dein Leben, die ganz alt und verfüllt sind. Und du glaubst, du hast kein Leben. Der Heilige Geist sagt, lass mich durch Namen, ich will Leben anbringen. Ich will du Leben anordnen. Kreuz es Gott draufkommen und Leben uns anordnen. Sie will der Heilige Geist von dir Leben in die anordnen. Die will die Tränen im Leben bringen. Die will die abweichen. Mir ist das auch sehen, mir ist das ein Dern, dass du, wenn einverstanden hast, dass wir in Zungen reden oder nicht, oder dass wir prophetisch reden oder nicht. Ich will von dir nicht reden, aber ich will nicht, und ich will nicht, dass du von dir weichst, ohne den besten Freund im Heiligen Geist. Vielleicht denkst du, was wollt ihr cool gehabt, du Burgel? Auch wenn ich nichts in meinem Leben will, auch wenn ich der dummste Mensch auf der Welt sehe, und noch niemals in meinem Leben was gewusst. Und wenn ich meist nicht mal reden und lesen kann, eine Sache wollte ich, der Heilige Geist auf mein Leben verändert. Der braucht mich vom Düsteren und Tränen Licht. Eine Sache wollte ich, der Heilige Geist auf kein Leben rein uns verändert. Wenn ich nicht anders wollte ich, wie kann du nicht gehen sein? Das geht so, kann ich mal erklären, was du fragst, passiert wird. Sag mal, hastig wird ungewassen, mehrere Stunden gewassen, ab die Stunden ganz verändertes Leben. Ich kann doch nicht lernen. Was hat mich da? Ich habe nicht so eine Kraft. Ich bin ein bisschen Mensch. Aber eine Sache weiter, ich habe den Heiligen Geist. Und dort ist genug. Dort ist genug. Von da, wenn ihr Knie vor, wenn ihr Hüß vor, wo immer ihr Hand vor, sieht ihr und sicher, Matthäus 28, sagt, ich will mit ihr sein, aber dort ein von der Welt, der Heilige Geist ist mit dir. Der will die Brücke. Der will die Friesate. Der will die Trafe. Der will die abweichen, Tränen im Leben bringen. Du wirst sehen, wie dein Leben sich anfängt zu verändern. Du wirst sehen, wie alles rund die Raum sich anfängt zu verändern und wird anfangen, das Recht Gottes zu luten.
Woran du bist sehr gefällt mit dem Heiligen Geist. Gott hier nicht weich, ohne das Geschenk von Gott zu reden. Das beste Geschenk, was wir haben. Du hast schöner Beter, schöner Wächter aus der Heiligen Geist. Jesus selbst sagt, das ist besser, wenn ich von hier gehe. Wenn Jesus selbst sagt, das ist besser, dann ist das besser. Ich habe ihn noch nicht gesagt. Jesus selbst sagt, es ist besser, wenn ich von hier gehe. Wenn dann kann ich in dem Tröster einen Halber schauen. Wenn ich von hier gehe, dann kann ich in dem Heiligen Geist schauen. So das ist besser, dass Jesus nicht hier ist, noch wie dem Heiligen Geist hat. Wenn Jesus selbst sagt, ich will dich von dir anladen, selbst den Hunger, was Kate von redet, fang dem an, die abzuweichen. Das heißt, du klaust diese Weg, und ich komme immer nur mir Leute und sagen, hey, ist es normal, dass mich wirklich hungert, das ist körperlich hungert, wenn ich geistlich hungrig war? So sagt er, niemals in der Leben, so viel Polio geht das dann. Das ist, was uns jetzt passiert, das passiert in den Körper. Das ist, wenn du hungrig warst, du warst einfach hungrig geworden, du warst tomorrow, so viel Brennig geht, dass noch niemals so jeder hat. Aber wie müssen hungrig werden für die Gegenwart Gottes. Es geht verteilt, so heute Stunden einfach gesagt, Gott, ich bin hungrig für deine Gegenwart. Ich bin hungrig für deine Gegenwart. Ich bin hungrig für deine Gegenwart. Ich brauche die. Ich brauche deine Gegenwart. Und boom, der Heilige Geist kommt. Wenn wir hungrig sind und wir warten, der Heilige Geist Wort kommen, das wird versprechen. Das ist das Versprechen von Gott. Das ist, was der Heilige Geist von dir für dich hat. Ich will Ihnen anrufen, dass Sie anfangen, für Ihren selbst zu beten. Gott, gib mir einen Hunger. Wenn du Gebet noch niemals gebetet hast, bete, Gott, ich bin hungrig und ich brauche dich. David, der Psalmist, der redet von, es ist ein Reue nur der Wut an dem Rief verlangt. So langt meine Säule nur die. Da sagt er noch, steht, ein Tag in deine Gegenwart, als besser als 1000, der es sonst wo. Dort soll uns Gebet sein, das selbst was David sagt. David wie ein König, der hat alles, was er braucht. Und er sagt, ein Tag in deine Gegenwart, als besser als wenn er hier mit Thron von Gold sagt. Und dort soll uns Gebet sein, ein Tag in deine Gegenwart, als besser als 1000 sonst wo. Und dort wird dein Leben verändern. Heiliger Jesus, wir wurden ändert. Wir sind nicht ohne dich. Du hast schon Unterschied zwischen mir und mein Fern ohne dich. Heiliger Jesus, wir wurden an. Wir neidig wie die Brücke. Wir wurden an. Und ohne dich sind wir nicht. Wir wurden an, wie Brücke deine Gegenwart. Gott, das ist ein Gebet, was David betet. Ein Tag in deine Gegenwart. Ein Tag in deine Gegenwart, als besser als 1000 sonst wo. Jesus, du ludst uns an, von diesem Baum von Leben zu eten. Und du sagst, du von, und du willst Leben haben. Nimm dem Heiligen Geist an, und du willst Leben haben. Alles, was tot ist, was in Leben kommt. Herr Jesus, wie brauche die? Wie brauche deine Gegenwart von dir aus morgens? Ich wollte, was du in der Apostelgeschichte feuert, so als was du hier kommst von dir oder nicht. Was du in der Apostelgeschichte feuert, so als was du hier kommst von dir oder nicht. Herr Jesus, was du am 3. Tag tust, so als was du hier kommst von dir oder nicht. Es ist so ein Tag, ich heute gewonnen. Es ist so ein Tag, da wie ihr warst mit Jesus, da wie alles. Und am 3. Tag, der geht checken, der ist ladig. Du hast schon Jesus, dort. Der ist abgestoßen. Und das selbst ja jetzt lebt von dir in uns. Das selbst ja jetzt weicht uns von dir ab. Jeder steht, wo dort in dein Leben ist, weicht der Herr jetzt von dir ab. Komm, Herr jetzt. Komm, Herr jetzt, wir brauchen deine Gegenwart. Du hast nichts und keiner
En tjejna är så viktigt hos du Hellige Gäst. Vi brukar dig. Gev oss hunger. Gev oss hunger, sin døjpen hunger. Zoals David had. Zijn døjpen verlangen die te zijn als Mose had op borg. Waar hij zegt, God, wijs me die herrlichheid. Dat trafen wat Paulus had als hij ging wijs wie die te vervolgen. Als hij die zag. De eeuwen wat Johannes had als hij op openbaring schreef in de 30 jaar. En hij zag die op den troon. Dat is wat we zijn willen. Heilige Geest, geef ons hunger. Døjpen hunger. Kom, Heilige Geest. Vi willen voor je bidden. Ik bid dat het gebedsteam van Church kon verder komen. Kijk. En ik wil niet dat du warst. Krijg als Eduard Veweg ophört. Wacht nicht, um naar die Heilung zu kommen. Krijg als dort. Laat ik die van jou aan. Kom en schreeuw wat de Heilige Geest voor die heeft. Kom en schreeuw wat de Heilige Geest voor die heeft. Laat je dan op te stonen. Dat gaat niet om mij. Dat gaat niet om Kate. Dat gaat niet om wat immer. Dat gaat erom dat we dem Heilige Geest schreeuwen. En je veld wordt met dem Heilige Geest. En laat je aan die heen op te merken. Dat is wanneer je geen krijgt. En fang aan te bidden. Heilige Geest, ik brok die Jeenwoord in mijn leven. Heilige Geest, kom en vul me op. Kom en vul me op. We brokken die Jeenwoord. We brokken die Jeenwoord. We worden hier verder stonden, maar doe je beter was. Kom er verder, wacht niet. Goed niet weg. Ohne dass du dem Heiligen Geist geschrien hast, die Befallung vom Heiligen Geist geschrien hast. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Dus nu kjempegledelig, wat ik handliknende, nu känns mig av er, och sans leven ger hopp. En dine gjengur her. Schwein ensam, trotz als fallet, Gott min hårt flivar. Den din helvud har. Hej, jag jest du das välkommen hier. Det var schammans hier. Ända din system. Dine härlighet. Es vårt ansvar förlagt. Dort dine gänger. Och se vad kär. En dine gänger hast alles lieb. Kämpa och det kan liknande.
en herlighed erfordern. Vi valgte mig von dine genbud erkende. Din skønhed, en herlighed erfordern. Vi valgte mig von dine genbud erkende. Din skønhed, en herlighed erfordern. Vi valgte mig von dine genbud erkende. Din skønhed, en herlighed erfordern.
So, mijn naam is Parashmat en ik word Verian hier en zo daar krijg ik vertalen van de wem weer in Hauer aangekomen. Krijg dan en voelt ik me zoals we worden kan worden mijn körper zo nanen en van ons zeggen in Hauer te vallen en dan ben ik bed zo aan toon en ik val bis ik word gleich te hupsen en te schreeuwen zo wie de game wordt in mij dan. Op einmal komen wir in de staan en ik wil nog meer en dan denk ik in de fern en dan ze Frans dat je slecht beter bist, dan voel ik zo mijn hart tot brennen en dan hoef ik dan zeg ik zo mijn hand te opheven en dan voelt hij mijn hand aanbeden dat de 4 van heiden jaar zo mijn hand aankomen en dan voelt ik dus mijn ganze arm van aan te slopen en zo, dat voelt ik bitter gewöhnlich. En dat is wat ik wil maken. Halleluja. Wir wollen wieder anbeten. Nicht mehr ich wird leben, aber Christus ist erst in mir. Bete Gott, lobe und preise ihm. Halleluja. Nicht mehr Boot leben, aber Christus in mir, wings ich sie nie boer. Mein Hart ist frei, Hoffnung auf Himmel ist für mich, dort groß hinter mir. Halleluja, du brauchst mich treten. Ich war dort nicht vergeten, hast du mein Namen raus. Rührt du dort lachen dies drin, nennen dort Licht von Blut. So aus Lazarus, oh, du brauchst mich treten. Wo steht du, dich auf, lass mir ein Blau Gott leben.